Bärenvater. Am nächsten Morgen hat der alte Bärenvater den Nils lang gemustert. Schlussendlich hat er gesagt: «Ist ja wirklich nicht viel Fleisch an dir. Zum Fressen bist du eigentlich fast schade.» Der Nils war unendlich erleichtert. «Ich habe eine bessere Idee. Ist der Bärenvater fortgefahren. Kannst du mir ein Feuerchen zaubern?» Ich kann den ganzen Wald abbrennen. So viel Feuerchen kann ich noch machen. Hat der Nils wie aus der Pistole geschossen geantwortet. Er wollte, dass der grosse Bär Angst vor ihm hat. «Gut. Hat er brummelt. Kannst du auch Häuser anzünden?» Ich kann eine ganze Stadt anzünden. Hat der Nils ihm versichert. «Komm mit. Ich will dir etwas zeigen. Wenn du mir einen Wunsch erfüllst, lasse ich dich frei.» Der Bär hat den Nils zwischen seine Zähne genommen und ist mit ihm aus der Höhle geklettert. Er ist durch einen dichten Fichtenwald immer weiter aufgestiegen, bis sie auf einem windigen Hügel gestanden sind. Von dort aus hat man auf die riesigen Fabriken, Strassen und rauchenden Chemie sehen. «Kannst du das alles verbrennen?» Hat der alte Bär gefragt. Nichts leichter als das. Hat der Nils behauptet. «Dann mach's sofort.» Hat ihm der alte Bär befohlen. Oh, nein, das geht nicht. Hat der Nils gestammelt. Ich muss irgendwie Zeit gewinnen. Hat er zu sich gesagt. Das muss gut geplant sein. Hat der Nils schlussendlich rausgebracht. «Wahrscheinlich hast du recht. Hat der Bär geseufzt und seinen Blick über die Hausdächer schweifen. Ich will einfach, dass der Spuk hier verschwindet. Wieso denn? Das Land hier gehört den Bären. Seit Urzeiten haben meine Vorfahren hier gelebt und ihre Höhlen und Verstecke immer weiter vererbt. Die Bären haben in Frieden gelebt. Dann sind die Menschen gekommen und haben mit ihren Häusern und Strassen alles kaputt gemacht. Der Nils hat gesehen, wie sich im Bär seinen Augen Trauer und Wut gemischt haben. Das ist nicht richtig, dass der Bär ein Land genommen worden ist. Aber die Menschen bauen hier das Eisenerz ab. Sie brauchen das Eisen für Pfannen, Töpfe, Nägel, Eisenbahnen. Und wenn ich die Häuser anzünde, haben die Menschen keine Arbeit mehr. Hat er überlegt.